Dann habe ich wieder einen getroffen, der hat sich für der Beste und Größte gehalten. Und sagt, ha, wenn ich nicht gewesen wäre, dann wäre ja gar nichts gegangen. Wie habt ihr da immer gesagt? Wenn wir die nicht hätten und die kleine Eberle, dann müssten wir die große, die Seifedern. Meinen sind die Kartoffeln? Ja, ja. Solche da. Das war eigentlich so Eberle. Zum Verkaufen nimmt man halt die große. Die kleinen Kartoffeln, die hat man früher bloß gesammelt, aufgehoben und dann an die Seife gefüttert. Dämpft. Ja, klar, natürlich. Gefüttert, ja. Also die hat Roh man dann nicht, aber dämpft. Da hat dämpft. einen großen Kartoffeldämpfer gehabt, meistens im Fuderkammer. Haben wir auch einen gehabt. Und da hat man dann kleine Eberle halt rein da und dämpft dann für die Zeit. Am Ende vom Winter oder später noch, da hat man natürlich auch die große, weil die sind ja noch Austriebe gewesen im Keller. Die haben ja noch die ganze Triebler gehabt. Die hat man dann im Keller immer abzupfen müssen. Das war ein ganz schön wüstes Geschäft, dass man das immer Doch nicht abzupft schlimm. hat. Im sich Keller geckelt? drunter hocken und die Dinger weg und dann sind auch Schnecken rumgelaufen und überhaupt war es irgendwie halt, war halt ein Du warst gleich und der Keller war gestampfter groß. Boden. Der Keller war tief und gewölbt und neben waren Weihfässer, die haben alle ein bisschen modrig gerochen und die Kartoffeln, da hat es auch ein paar Faulige dazwischen drin gehabt. Wenn man da so Faulige verwischt hat, die war dann ein bisschen sehr und die hat dann auch dementsprechend gestunken. Ja, dazwischen drin war es ganz angenehm. Aber es hat dazugehört. Und wie lange habt ihr noch Kartoffeln gehabt? So lange wie eigentlich mein Leid der landwirtschaftliche Betrieb noch hätten. Jetzt, wenn du heute in den Supermarkt gehst, dann verkaufen sie dir als Drilling und die sind ganz exquisit. Und was für Eberle isst der Schwab gern? Natürlich die große, nicht die kleine. Ja, ja, die große. Da, wo man machst du denn Schnitz draus? draus machen kann. Eberschnitz und Spatzer. Ja, Oder natürlich auch, Eberle-Salat. ja, Aber du brauchst die große. Das kannst du mit den kleinen ja gar die nicht musst du halt zusammenrechnen. sauber rädeln können. Ja, genau. Da kannst du ja keine kleinen nehmen. Das sind Kartoffelbrei könnte man machen. Kartoffelkuchen. Da habe ich ja mal jemand gehört, der war nicht von da. Dem habe ich den letzten Kartoffelkuchen aus dem Backhaus aufgehoben, weil ich gewusst habe, der kommt noch. Weil Kartoffelkuchen und Zwiebelkuchen aus dem Backhaus, das weißt du, die sind immer gleich weg. Ha. Habe ich es extra aufgehoben, nochmal aufgewärmt, bring ihm das. Und was sagt er? Was ist das? Püree-Kartoffel auf Brot? So ist es, wenn sie von nichts wissen. Die wissen nicht, was gut ist. Da gehört die Zunge geschabt mit einem Ziegelbrägele, dass sie 14 Tage lang nichts essen können. Dann wäre das mega. Leute, passen auf eure Zunge auf. Sind keine Kostverächter. Schönen Abend. Tschüss. Ciao. Hey Leute, hat's euch gefallen? Dann guckt doch öfter mal in meinen Kanal rein. Oder auf meine Homepage, da hat's ein ganz nettes Programm. Bei uns ist nämlich etwas Butter.